Grüß zurück zu XCOM. Wir müssen diese Dame Anna Singh finden, oder die Anna Singh uns was vor. Kurz einen Blick. Ja, Q und E, da kann man die Kamera drehen. Wir werden uns jetzt mal da langsam und gemütlich nach vorschleichen. So, Zauberl. Wo müssen wir hin? Von Kopf bis Kinn. Geh du bitte mal da in Deckung. Dankeschön. Ich bin auch die ganze Zeit schon am Überlegen, ob ich mir nicht irgendwann mal Dings antue. Fallout Tactics. Probiert hätte ich es schon, installiert hätte ich es schon und probiert habe ich es auch schon. Mal schauen, weiß ich nicht. Das Einzige, was ein bisschen ja, geht so auch mit den Tasten. Das ist mir sogar noch lieber. Okay, das ist da. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Frau Walfisch, das können wir gern so machen, ehrlich. Das muss ich jetzt schon sagen. Normalerweise müsste er ja dann jetzt da... Was ist die Frage, wenn du das weißt, warum wird da immer so ein Platz angezeigt? Ich verstehe das noch nicht. Daher. Normalerweise müsste er jetzt seine 2 Züge aufgebraucht haben. Genau. Alleinaktivität. Jetzt ist ganz schön brenzlig. Ja. Halt's mal. Triffst denn du? Wann du? Okay. Ja, dann spurt da um, Alter. Warte mal, wie ist denn das? Jetzt da. Hat... Verflucht. Ja, ist ja kein Problem. Alter Mann mit dem jungen Gesicht. Daher bitte. Ich hab aber... er... Nein, er lassen wir dabei da, oder? Oder da man dann daher. Ja, das war dann sagen, warte mal. Vielleicht trifft ihn er. Das ist nur 50%ige Chance. Probieren wir es. Das war ein schöner Treffer. Das muss jetzt schon, da muss ich mir jetzt selber loben. Obwohl er das nicht tue eigentlich. Du geh bitte daher. Budlinger Sepp. Danke. Jetzt überlege ich nur gerade, kennen wir auf den Bus auf? Ja, sicher. Ja, das werden wir uns noch überlegen, das weiß ich noch nicht. So, was ist das? Das wird wahrscheinlich irgendeine Spur für die Außerirdischen sein, oder was? Keine Ahnung. So, außerirdisch sind unterirdisch, ja genau. Weißt du was, da du eh noch einen Zug hast, verursacht bis zu 4 Feldposten, Feuer in Deckung. Bonus. Daneben geschossen.
da das einiges einstecken müssen. Warte mal. Ich mache nicht am blödesten. Machen wir es mal so. Geh du. Da in Deckung, danke. Dann gehst du. Da in Deckung, Feind in danke. Sicht. Scheiße. Ich muss sagen, so schlecht ist das Spiel gar nicht. Ich kann euch ja nicht einmal beim Namen anreden. Ich sehe euch so selten in die Kommentare. Warte mal, ich muss jetzt am blödesten. Ich muss sagen, irgendwas hat das Spiel. Weißt du was? Geh du daher. Probier mal. So. Justiere Zielvorrichtung. Da ist noch irgendwo ein zweiter Alien. Wo ist der? Der ist da. Achso, warte mal. Wir werden das jetzt so machen. Wir machen den Anzug da fertig. Wo ist denn der Typ? Da. Geh du daher. Nur die Kamera mal wechseln. Wo bringe ich die in Stellung? Das ist so genau Anzug. Achso, okay, viel weiter geht der Zug gar nicht mehr. Also auf gut Deutsch gesagt ist der Zug abgefahren. Das haben wir gedacht. Er ist da, also ist der Zug so wertlos. Dazu. Okay. Wen hat's da jetzt erwischt? Warte mal. Er müsste woanders hin. Er braucht eine andere Deckung, das weiß ich. Macht jetzt mal, da ist keine Sorgen. Was das spurt er mal daher? Außerirdische in Sicht. Greife an. Geschätzt. Also wir haben jetzt zwei, ey, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Er steht bei den Fasteln. Er kann eigentlich ohne Probleme da zuhauen. Aber ich habe war da jetzt der zweite Alien unterwegs, den habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja, ich spiele noch auf leicht. Vielleicht spielen wir irgendwann mal auf einen normalen Schwierigkeitsgrad, damit es ein bisschen... Also falsche Richtung. Machen wir es so. Ein kleiner Alien steht hier. Okay. Dann du bitte. Daher. Ein Alien oder Erdensoldat auf Feldposten feuert jedes feindliche Ziel, das sich in seinem Sichtfeld bewegt.
Shit. Warte mal. Ah, shit, das geht nicht. Das war jetzt gut gedacht, aber leider führt es nicht zum Erfolg. Ah, da ist er, die kleine Rotzkröte, die Schürche. Ziel steht noch. Ja, danke. Immer so aggressiv. Wieso kreidert denn jetzt schon wieder da oben der Trottel? Na gut. Packen wir es an. Er hat jetzt 2 Züge. Normalerweise. Warte mal, wo ist denn der zweite? Der zweite ist da, aber der hat noch kein... Shit, er steht mittendrin, statt nur dabei. Mann. Du. Was tust denn? Das ist... Na, das ist auch Schatz. Geh du. Woher? Na, scheißen. Taking fire. Warte mal, wenn ich mir jetzt da auf verstehe. Ja, Entschuldigung, ich bin alt, das dauert immer ein bisschen. Gegrillt. Das ist sehr gut, Meister. Du bitte. Daher. So, Ignatius, du bitte. Daher. Alles gut, dass du da bist. Du bitte daher. X-Rays gesichtet. Noch einer. Ah. Helfen Sie mir! Hier drüben! Ja, Mädel, du, nur kein Stress, nur kein Stress. Warte mal. Wer ist das? Also das ist unser gefangener Kollege. Ah, Gefallener. So. Du, jetzt stellt sich der Trottel dort hin. Naja, im Moment ist das da eh keine Gefahr für ihn. Nur die Kamera noch dran. Irgendwie. Du bist da. Wir haben jetzt noch 2 Aliens, ne? Warte mal. Aber ist nicht so einfach. Eins, 2. Da ist sie, aber wo ist der Alien? Da war ja noch einer. Ich war der festen Überzeugung, da ist noch ein Alien.
Du mit daher, Junge. Na, ich bin ein Trottel. Ja, das. Hier drüben! Hier bin ich! Ja, ja, quäl mich jetzt nicht, du Saug. Warte, wo ist der dritte? Da. Komm her, da. So, der Hydrant. Daher bitte. Ah, der hat nur 45%. Wurscht, probieren wir's. Wir sehen uns in der Hölle. Wow. Okay. Wo sind sie? Hilfe! Ja, nur kein Stress. Sie müssen mir helfen! Es sind so viele! Sie sind überall! Wir müssen hier weg! Commander, wir sollten die VIP schnellstmöglich zum Sky Ranger bringen. Ja. Dann machen wir das. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber wären sie nicht aufgetaucht, wäre ich jetzt vermutlich tot. Ja. Aha. So haben sie sich das gedacht, die Schurken. Was das? Dirndl. Dann. Strike One, eine Welle X-Rays nähert sich ihrer Position. Augen auf. Feldposten. Scheiße. Ich hab die zwei Scheiße platziert. Warte mal. Wie weit kannst denn du hergehen? Oh oh. Incoming fire! Warte mal, was hat denn er für Fähigkeiten? Das wird er wohl treffen, oder? Geh du da in Deckung? Diese Dinger, da waren so viele Leichen. Ich verstehe es einfach nicht. Um Himmels Willen, holt mich hier raus! Nein, 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 bitte nein! Dönermann, was passiert da jetzt? Wir sind alle in Panik, okay. Ja. Warte mal, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Woher? Du gehst daher. Verbraucht er jetzt seine zwei Punkte. Kurz einen Blick. Spiel speichern.
schreiben wir da drüber. Jetzt stellt sich nur die große Zweierfrage. Gott sei Dank haben sie mich gefunden. Fast wäre es mir so ergangen wie all den anderen. Ja, weniger reden, Frau Singh Anna, dann... Da sparen sie noch das gleiche Schicksal. So. Du gehst bitte daher. Es ist nicht uninteressant. Du gehst bitte daher. Jetzt ist sie an der Reihe. Sie platziere ich da. Aber bei meinem Klick, naja. Achso, das hat noch mal einen Zug. Was das? Hau die da her. Feindkräfte im Anrücken, Strike One. Gefechtsbereitschaft. Ja. Normalerweise müsste er ja freies Schussfeld haben. Oder nicht mehr? Also nein, warte mal. Ich probiere es einfach. Was ist da? Nachladen, in Deckung. Na, probier's einmal. Voll geil. Also irgendwas hat das Spiel. So. Ah. Scheiße! Dann machen wir es anders. Sprint einmal daher. Möchtest du denn... Es sind noch 3 Soldaten außerhalb einem Abbruch. Einsatz fortsetzen. Wir lassen keinen zurück. So. Das habe ich es euch wieder gesagt. Danke. Oh Gott. Vielen Dank. Missionsparameter erfüllt, Strike One. Kommen Sie zurück zur Basis und zwar flott. Ergebnis 6, Ergebnis 1, Prädikat gut, getötete Aliens 6. Kurz einen Blick. So, weiter. Yeah! Ach du Scheiße, das schaut nicht gut aus. Entschuldigung. Holo-Zielen. Auf Gegner zu schießen oder sie niederzuhalten gibt Verbündeten, die diese ebenfalls angreifen, einen Bonus. Oh. Kugelhagel. Wenn du als erstes deine Primärwaffe abfeuerst, beendet das deinen Zug nicht. Mir sucht sie beides geil an. Bestätigen.
Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Okay. Bonusschaden, 2 Runden Abklingzeit. Okay. Und... Die Sturmeinheit kämpft an vorderster Front. Sie geht als Erste in den Kampf und zieht als Letzte ab. Na gut. Passt. Weiter. Artefakte geborgen, Dynamit, lala. Weiter. Was haben wir jetzt da? Operation blinder Druide, Ratsübertragung. Gut, dass sie rechtzeitig eingetroffen sind. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchgehalten hätte. Gut gemacht, Commander. Panik verringert. Wissenschaftler 5. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, ich hab aber was im Auge jeden Tag. Abends, Commander, gute Neuigkeiten. Der Rat hat einen Satelliten spendiert. Unser derzeitiges Satellitenkontrollzentrum kann bis zu 2 Satelliten unterstützen. Wir sollten den neuen sofort starten. Beginne mit der Überwachung von UFO-Aktivitäten in einem neuen Land, indem du den XCOM-Satellitenschirm ausweitest. Ja, starten wir nochmal. Wähle das Land, über dem du den Satelliten einsetzen willst. Ja. Starten 270 pro Monat. Satellitenstart bestätigen, bestätigen, ja, beschädigen. Monatliche Budgeterhöhung plus nach okay, Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Okay. Achtung, in Nordamerika sind keine Abfangjäger stationiert. Wir haben keine Abfangjäger in Reichweite dieses Satelliten. Wir können also kein Alienschiff abfangen, das wir entdecken. Wir sollten schnell... Okay. Mit der Stationierung des neuen Satelliten konnten wir die Abdeckung erheblich verbessern. Ich schlage vor, dass wir sofort mit der Suche nach Aliens beginnen. Nach Aktivitäten scannen. Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger lebend zu fangen? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Xenobiologie, Forschung abgeschlossen. Neues Forschungsprojekt. Fangen, das ist ja typisch Mensch, ne? Annehmen. Wir haben es geschafft, das gesamte Genom der außerirdischen Spezies zu kartografieren. Obwohl ich zu Beginn nicht mal sicher war, ob das mit unserer existierenden DNA-Sequenzierungstechnik überhaupt gehen würde. Doch unser Erfolg führte zu einer verblüffenden Entdeckung. Es sieht so aus, als sei die Biologie der Außerirdischen unserer doch überraschend ähnlich. Diese Entdeckung hat die Neugier des Forschungsteams geweckt, denn sie wirft neue Fragen über die Herkunft dieser Spezies auf. Nach der Untersuchung mehrerer Alien-Leichen haben wir auch einen Trend festgestellt. Schlüsselkomponenten der genetischen Struktur sind bei den einzelnen Testsubjekten absolut identisch. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt anmessend wäre, Schlüsse ziehen zu wollen, wie das möglich ist, glaube ich doch, dass einfache Logik uns schon sagt, dass diese Aliens das Produkt aggressiver Genmanipulation sind. Wie weit fortgeschrittener als alles, das wir auf der Erde kennen.
Wenn die Außerirdischen wirklich zu derartigen Manipulationen auf Zellebene fähig sind, dann fürchte ich, dass wir erst einen vagen Schimmer von ihrer wirklichen technologischen Überlegenheit zu sehen bekommen haben. Auf jeden Fall ist weitere Forschung unabdingbar, und auch wenn wir einige Entdeckungen durch die Untersuchung der Alienleichen machen konnten, denke ich doch, dass wir ein lebendiges Exemplar fangen müssten, um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Alien-Sicherheitstrakt zum Bau verfügbar. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Commander, basierend auf den Berichten von Dr. Vahlen würde ich vorschlagen, dass wir im Labor mit den Forschungen für die neue Waffe, den Pulsbogen, beginnen. Anschließend können wir die Pläne zur Fertigung in die Technikabteilung schicken und dann in der Kaserne eine unserer Truppen damit ausrüsten. Dr. Shen und das Technikteam warten zudem auf ein Okay für den Bau des Sicherheitstrakts für die Unterbringung des außerirdischen Gefangenen. Commander, in die Technik. Commander, in die Technik. Alien-Sicherheitstrakt. Dieses Gebäude sorgt für eine sichere Verwahrung der gefangenen Aliens, damit du sie im Labor verhören kannst. Benutze Optionen, Einrichtungen, annehmen. Wir müssen... Commander, sicher wissen Sie von Dr. Vahlens Anliegen, eines der Aliens gefangen zu nehmen. Ein guter Plan, aber leider hat sie nicht bedacht, dass wir keine Einrichtung besitzen, um ein lebendes Exemplar festzuhalten. Mit Ihrer Erlaubnis werden mein Team und ich mit dem Bau beginnen. Wähle Einrichtung bauen. Offizierschule deaktiviert für das Tutorial. Tage 85. Aha, okay, Bau beginnen. Danke, Commander. Ich melde mich, sobald die Einrichtung fertig ist. Dr. Vahlen möchte Sie sprechen, Commander. Zweifellos möchte sie Ihnen Ihren Plan persönlich erklären. Commander, in die Forschungslabore. Commander. Commander, sicher wurden Sie bereits über meine Anfrage unterrichtet. Mit Ihrer Erlaubnis können wir sofort mit der Forschung am Pulsbogen beginnen. Keine laufende Forschung. Pulsbogen. 10 Waffenfragmente. Dank unserer neuesten Erkenntnisse über die Alien-Biologie könnten wir ein Gerät entwerfen, das Außerirdische kampfunfähig macht, ohne sie zu töten. Wenn unsere Einsatzkräfte ein Alien lebendig gefangen nehmen könnten, würde uns ein Verhör vielleicht neue Informationen liefern. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Kurzen Blick, kann ich da nicht? Wie kann ich speichern? Ja, überschreiben wir da. Spiel speichern. Überschreiben da auch nochmal. Zurück. Wo muss jetzt die zur Einsatzleitung? Commander, wir empfangen Funksprüche, die auf UFO-Sichtungen in dem satellitenüberwachten Gebiet schließen lassen. Wir sollten schnellstmöglich damit beginnen, nach Kontakten zu scannen. Okay, wollen wir es mal. Mehr wie schief geht kann's doch Anscheinend zahlt sich nicht. der neue Satellit aus. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. Abfangjäger starten. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Abfangjäger hat das Ziel UFO abgeschossen. Überwachung meldet Bewegung der Aliens in der Absturzstelle. Abfangjäger wurden bei den Zusammentreffen leicht beschädigt. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern.
Es ist unbeschädigt. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Skyrunner losschicken. Was ist da? UFO 1, Deutschland nicht identifiziert, bla bla bla. Ah, okay. Ja, ich hätte gesagt, warte mal, bearbeiten. Aktiv 1, individualisieren, zurück. Die Ellie, wer bist du? Wo ist da jetzt der Unterschied? Gibt es da einen? Schaut nicht noch aus. Wurscht. Zurück. Das ist unser Charlie. Ja, passt, perfekt. Bearbeiten. Fähigkeiten. Ja, passt. Wir landen. Beginne den Angriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Warte mal, ich hab da was gefunden. Tipp, indem du in der Offizierschule taktische Upgrades kaufst, kannst du die Anzahl der Soldaten erhöhen. Okay. Das ist ja voll geil. Ich muss sagen, mir gefällt das Spiel, aber irgendwie... Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Ich speichere da jetzt da und das nächste Mal machen wir eiskalt weiter. Die Absturzstelle scheint direkt dort vorne zu sein. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Schließlich wissen wir nicht, wie viele an Bord waren. Nähert euch vorsichtig dem Raumschiff und versucht es zu stürmen. Bis zum nächsten Mal. Baba.